The Witch erzählt die Geschichte von einer Familie aus dem 17. Jahrhundert in Neuengland, die aus religiösen Gründen aus ihrer Gemeinde bzw. aus ihrem Dorf verbannt werden aufs Land raus, wo es kalt ist und Scheisswetter. Dort nagen sie nicht nur am Hungertuch, sondern es kommt auch noch dazu, dass ihr jüngster Sohn, der Sam, der noch im Babyalter ist, auf mysteriöse Art und Weise verschwindet. Die Mutter von diesen 5 Kindern und ihr Mann drehen auf das völlig durch und die Mutter macht die älteste Tochter Thomasin verantwortlich für alles Unheil in ihrem Leben und sagt, sie sei eine Hex. Ich frage mich jetzt, ob ich das ganze Review so machen soll, aber ich glaube nicht. Ich habe The Witch grundsätzlich mögen, aber er war viel anstrengender gewesen, als ich am Anfang vermutet habe. Sicher gut gefallen hat mir die ganze Atmosphäre im Film. Der Robert Eggers, der Regisseur, hat es wirklich super geschafft, die creepy Stimmung von dem Hof aus dem 17. Jahrhundert in Neuengland einzufangen. Und das ist die ganze Zeit so neblig und düster und kalt und in dem ist der Film wirklich gut, dass man sich unwohl fühlt. Und ich habe wirklich einen Pulli anlegen. Ich habe selber anfangen kalt zu bekommen. Auch die Schauspieler haben mich überzeugt, und zwar sowohl die Kinder als auch die Eltern. Die Mutter kennt man vielleicht aus Game of Thrones, wo sie da die komische Schwester von der Catelyn Stark spielt, die ihren 14-jährigen Sohn noch stillt. Und auch den Vater habe ich wirklich sehr gut gefunden, wie der das gemacht hat. Er ist so ein bisschen immer die gute Seele von es ist nicht so schlimm, es ist nicht so, wir schaffen das irgendwie. Aber irgendwann dreht auch er durch und das ist wirklich mega gut gespielt, finde ich. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, ich habe den Film im Original, also auf Englisch geschaut, wie die Kinder und die Jugendlichen, vor allem in dem Film, das komische Englisch aus dieser Zeit geschafft haben. Aber genau diese Sprache habe ich selber sehr anstrengend gefunden zum Hören. Ich kann nicht Altenglisch, ich kann das normale Englisch. Das hat aber für diesen Film irgendwie nicht so gelangt. Ich musste wirklich Untertitel einstellen, weil ich teilweise ganze Sätze einfach nicht verstanden habe. Und dazu kommt, dass sie noch ganz einen komischen Dialekt schwätzen und durch das ist rein der sprachliche Aspekt extrem anstrengend für mich. Die Geschichte hat mir im Grundsatz eigentlich auch gefallen. Es basiert so ein bisschen auf diesen alten englischen Folklore-Geschichten und setzt sich so ein bisschen zusammen und es hat effektiv Originaldialoge aus so Geschichten aus dieser Zeit dort drin. Und ich finde das echt spannend, was die Leute dort mal so geglaubt haben, was es alles gibt. Aber ich finde, dass die Strukturierung und der Aufbau von dem Film nicht so super waren und definitiv hätte man den besser machen können. Der erste Akt, finde ich, ist relativ zäh gewesen, weil halt irgendwie noch nichts passiert ist und alles so ein bisschen im Aufbau war. Ich dachte, machen wir Führerschein. Der zweite Akt ist relativ nervig, weil dann zwar anfängt das Zeug so ein bisschen passieren. Es passiert immer so ein bisschen etwas in dem Sinn, aber sie sind die ganze Zeit nur am Rumblären und einander am Angäussen und das ist mir echt irgendwann auf die Nerven gegangen. Der dritte Akt zieht dafür umso mehr an und schließt die ganze Story extrem spannend ab, wie ich finde. Es wird blutig, es wird creepy, wirklich top. Ich bin selber weit weg von einem Horror-Experten, aber ich finde, das Gesamtpaket von The Witch hat mir eigentlich gefallen. Es sind wirklich gute Schauspieler, die Geschichte ist an sich interessant und die Atmosphäre stimmt vor allem. Der letzte Akt vom Film ist gut, wird super abgeschlossen, Geschichte, aber die 2 vorherigen Akte sind recht zäh, um mal durchzukommen. Im Originalton habe ich den Film aufgrund des Dialekt und von der damaligen Sprache eher anstrengend gefunden. The Witch ist als einer der besten Horrorfilme vom ganzen Jahr angekündigt worden und Kritiker haben gefunden, der ist super und jenste Leute, die auch ich so ein bisschen verfolgt haben, gefunden, den muss man sehen. Jetzt habe ich ihn gesehen und ich kann nicht sagen, ob es der beste ist vom Jahr oder so. Ich sehe pro Jahr im Schnitt wahrscheinlich einen halben Horrorfilm. Das heisst, ich habe jetzt meinen Horrorfilm für 2 Jahre gesehen. Ich kann dem noch nicht wirklich zustimmen, aber das Gesamtpaket habe ich eigentlich okay gefunden. Von dem her kann ich The Witch empfehlen für Leute, die so Film gerne haben. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.